Ja, grüß euch beinand und einen sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl! Leute, jetzt sind wir wieder da. Hat ein wenig gedauert. Aber wir machen weiter. Wir sind bei Draches Meinung. Ich habe es gerade nicht im Kopf, welche Nummer. Ich schreibe es euch in den Titel. Ihr werdet in diesem Moment schlauer sein als ich. Aber was ihr wisst und ich auch weiß, heute geht es um Zahnstocher. Und wahrscheinlich danach nochmal um Energy Drinks. Ich habe reingeschaut. Es ist nicht dasselbe Video wie das offizielle Nummer 1, wo es nur um Monster ging. Hier geht es anscheinend um Energy Drinks im Allgemeinen, weil ihm anscheinend die Themen ausgegangen sind. Richtig. Wir schauen mal rein. Ja, ich gucke mal das an und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Es ist Endspurt, Leute. Es ist Endspurt. Viele Videos sind es nicht mehr. Ich glaube, insgesamt waren es 34 oder 37 oder sowas. Und wir sind schon relativ weit. In diesem Sinne, Leute. Hockt's euch her, Sammermeere. Reißt's euch eine Häube auf. Bei mir ging einer in Rainer. Metal und Servus Rainer. Leute, servus. Und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Rainer, du bist, ist schon cool, oder? Mit dem, ich hätte kurz gedacht, es sitzt John Wayne da. Aber dann, Überraschung, Überraschung, war es doch Rainer. Heute machen wir das Thema in Meinungsvideo Zahnstocher. Ist aus Holz, macht man sich Zähne mit sauber. Punkt. Ich sag grad, ne? Schmeckt nicht nach Red Bull. Es sei denn, du legst ihn vorher darin ein. Und jetzt muss man mal drüber nachdenken, was ist ein Zahnstocher? Das ist ein Stückel Holz zum Zähne sauber machen, du Dulli. Der hier ist jetzt aus Holz. Das Video dauert, also du redest hier noch keine 26 Sekunden, Digga. Nee, nicht mal. Von 26, warte mal. Bei 26 fängt es an, es sind 14 Sekunden, die du redest. Das Ding ist nicht aus Plastik. Aufnahme beenden. Neu starten. Ja? Normalerweise sind die aber auch aus Ich habe mich gerade vertan, aber ich rede schon seit 2 Minuten. Das ist wurscht. Plastik. Und da fragt man sich letzten Endes. Man fragt sich nämlich überhaupt nichts, weil man fragt sich nämlich Dinge. Ja? Da fragt man sich letzten Endes im Übrigen gar nichts, Rainer. Das ist das simpelste Werkzeug, das der Mensch jemals erschaffen hat. Ich wette was, die allerersten Menschen, die noch oben auf dem Baum gesessen sind, haben schon so kleine Äste abgebrochen, um sich nervige Scheiße aus den zwischen den Zähnen rauszupulen. Safe, Rainer. Es ist nicht so deep, das Video ist vollkommen überflüssig. Was genau macht man mit einem Zahnstocher? Wie gesagt, man reinigt sich die Zähne. Natürlich kann man auch so Kastanienmanschkallen bauen damit, um zu basteln, hernehmen, etc. Ich nehme die Dinge zum Beispiel, ich habe Zahnstocher da, mit denen ich bei Warhammer-Figuren Highlights auf Augen drauf mache. Ne? Weil das praktischer ist als die meisten feinen Pinsel. Du kannst einfach vorne minimalst Farbe drauf und dann einmal, dass es dann so aussieht, als würde da das Licht reinscheinen. Dafür nehme ich die auch her. Aber wie gesagt, grundlegend sind die Dinger dazu da, die stehen auf dem Tisch. Hast da irgendwie, keine Ahnung, ein Schweinshaxen ins Gesicht gerendert und dann holst du die Reste von der Kruste da raus. Deswegen sind die da. Ein Zahnstocher ist natürlich dafür da. Oder diese urreinigen, wenn man Popcorn isst, und dann noch so, ne, so ein bisschen Hüllen von diesem Popcorn drin sind und die sich zwischen die Zähne reinschieben, so richtig tief. Da kriege ich, da kriege ich vom Hindenken schon Gänsehaut, ey, sowas macht mich wahnsinnig. Um sich seine Zähne sauber zu machen. Aber Rainer, im Übrigen bei dir gibt es ein paar Zahnlücken, da würdest du eher einen Bleistift dafür nehmen müssen als das Ding hier. Entschuldigung, Freunde, ich muss kurz husten, ich habe euch pausiert. wie entsteht ein Zahnstocher? Ja, aus Holz rausgepresst, ne? Die wachsen nicht am Zahnstocherbaum. Ich meine, das ist ein Stück Holz. Okay, das ist nachvollziehbar. Aber wird ein ganzer Baum für einen Zahnstocher geopfert? Ja, Rainer, das machen die.
Das ist so, das geht gar nicht anders, ne? Weil, das wissen die meisten Leute gar nicht. Hier so ein Zahnstocher, den kann man nur wirklich aus dem innersten Kern von so einem Mammutbaum machen. Deswegen wird der gefällt, dann wird der runtergefräst bis auf diesen Zahnstocher, 100 Mal pro Packung und der Rest wird zu Katzenstreu verarbeitet. So wird's gemacht, Rainer. Natürlich normalerweise nicht. Warum fragst du dann so deppert? Rainer, es ist ein Meme aus einer alten Simpsons-Folge, sehr alten Simpsons-Folge, wo Homer im Bowling-Center arbeitet. Dass die jedes Mal, wenn einer 10 Kegel umgeworfen hat, hinten 10 Bäume reinschicken und 10 Kegel wieder neu aus einem Baum jeweils einen Kegel rausfräsen. Das ist ein Joke von den Simpsons gewesen. Das hier ist einfach nur dämlich. Aber es ist eigentlich schon heftig, wenn man bedenkt, dass Zahnstocher ja eigentlich auch mal Teil eines Baumes waren. Und Ja, ich weiß nicht, so heftig ist das auch nicht, Rainer. es gibt welche aus Plastik. Ich habe sogar schon welche aus Metall gesehen. Wobei ich glaube, letzteres sind nicht ganz so gesund. Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube hier, das mit dem Holzding, das ist schon die Optimallösung. Ja, das gibt ein bisschen nach. Das bricht nicht so spröde wie so ein Plastikding. Die Verletzungsgefahr hält sich, glaube ich, in Grenzen. Und für die Dinge, wo da wirklich ums Verrecken nicht hinkommst, gibt es immer noch Zahnseide, Rainer. Ja, Ich weiß nicht, ob Rainer weiß, dass etwas wie Zahnseide existiert. Hey, vielleicht gibt es da Zahnseide. Nee, das hat er nicht rumliegen. Soweit denkt er nicht. Zahnseide hat er nicht rumliegen. Und wenn auch hier wieder, da müsste er ein Abschleppseil nehmen für manche von seinen kleinen Schönheitsfehlern in der Kauleiste. Oh, es sind wieder Kuchenkinder vor der Schanze eingetroffen. wir haben Aufnehmen und es läuft jemand hier vorbei. Das ist doch. Hochkriminell. Gleich den Herrn Müller anrufen. Die ölen schon mal die Gewehre für das Erschießungskommando. Auch nicht normal, Alter, oder? Na gut. Zahnstocher sind natürlich äußerst praktisch. Vor allem sind sie äußerst praktisch, wenn es darum geht, sich die Und wie gesagt, ich glaube, 9 von 10 Mal in diesen Meinungsvideos, wenn er da sitzt und sich darüber beschwert, dass draußen Kuchenkinder sind, ist gar niemand. Er muss Runtime füllen, damit er mehr Werbung schalten kann, mehr AdSense-Barren. Und natürlich hat er gar nicht so viel über diese einzelnen Gegenstände zu erzählen, was vollkommen lächerlich ist. Ne? Zähne sauber zu machen oder, keine Ahnung, beim Handy dieses nervige kleine Ding zu drücken. Ja, Reine, jeder von uns hat irgendwo eine Schublade oder sowas oder eine Schatulle, wo er den ganzen Scheiß drin hat. Und bei jedem Handy habe ich hier so ein SIM-Card Ejector Tool bekommen. Ich habe 5 davon rumliegen hier. Wo die SD-Karten heutzutage drinnen sind. Ansonsten braucht man Zahnstocher eigentlich ja für groß gar nichts. Oder gefühlt. Richtig, Rainer. Video beendet. Ne? Tschö, Metal-Leute, dies, das, ne? Gar nichts. Ich weiß nicht, was Leute noch. Beim nächsten Mal wieder mit dabei. Drecksatzal halt, ne? Video zu Ende. Meme, die ganze Scheiße läuft nach 6 Minuten. Machen. Ich meine, ich weiß, dass manche Leute, vor allem Kinder, wenn zum Beispiel, das haben wir als Kinder gemacht, wenn man mit Ton arbeitet. Da werden Zahnstocher oft benutzt und in der Mitte durchgeschnitten und dann so als Stacheln von einem Igel benutzt. Oder sowas ähnliches. Und das ist halt auch eigentlich interessant. Man kann auch Zahnstocher natürlich auch nutzen, um Modeling zu machen. Ja, weiß ich nicht. Muss man aber nicht. Okay, was er sagt, man kann natürlich Zahnstocher dafür nutzen, so, keine Ahnung, so kleine Appetithäppchen anzurichten. So, kennt ihr die klassischen Allmann-Dinger hier? Unten ein Stück Käse, oben eine Weintraube und dann durch mit dem Teil. Aber dann nehmen sie meistens diese kreisligen Plastikdinger, die ja dann, wenn du das da runterziehen willst, in der Fresse abbrechen. Dann spuckst du den restlichen halben Tag irgendwie Plastikfetzen aus. Richtig gut. Wobei man dafür normalerweise andere Sachen benutzt, aber ich habe auch schon viele Leute gesehen, die einfach einen ganz normalen Zahnstocher benutzen. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Werkzeug ist, was nur aussieht wie ein Zahnstocher, das weiß ich jetzt nicht. Aber Rainer, mit den Dingen, mit denen, die du nicht weißt, könnte man den Marianengraben füllen. dann ist es wirklich so, dass Letzten Endes Zahnstocher eigentlich in erster Linie ja für die Zähne da sind. Für die Zahnpflege.
Deswegen heißen die Zahnstocher, Rainer. Das hast du sehr, sehr richtig erkannt. Ne? Messerscharfer Verstand. Und es ist auch wieder interessant, wenn man bedenkt, was wir Menschen alles für unseren Körper so zweckentfremden. Ich meine, wir benutzen einen Baum, um uns die Zähne zu putzen. Wir benutzen Hufe und andere Haarteile, um Shampoo herzustellen für unsere Haare. Zumindest glaube ich, dass das irgendwie so ähnlich funktioniert. Irgendwas in die Richtung habe ich mal mit. Ja, genau. Die nehmen Hufe und die raspeln sie klein und kochen das ein und das Shampoo, Rainer. Genau so funktioniert das, das hast du richtig erkannt. So Hufe von Pferden und so weiter werden dafür teilweise benutzt, glaube ich. Ich kenne mich da jetzt aber noch nicht aus mit, deswegen. Ja, ey, die letzten 2 Minuten, sagen wir 1,5 Minuten dieses Videos bestanden daraus, dass du irgendwas als Fakt rausgeschissen hast und danach direkt gefolgt mit dem Satz, ja, ich weiß es eigentlich nicht, weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Rainer, wenn du, so ganz wilder Take, wenn du Meinungsvideos machst, würde ich Meinungsvideos machen über Dinge, von denen du auch irgendeine Ahnung hast. Ich weiß, das Feld engt sich sehr ein und es gibt nicht wirklich viel, von dem du Ahnung hast. Aber hier, Schuster bleibt bei deiner Leisten. Ne? Und wenn du von irgendwas gar keine Ahnung hast, dann halt doch einfach deine fette Fresse und scheiß das nicht ins Internet raus. Ich will mich dann jetzt so weit aus dem Fenster lehnen. Und du solltest dich überhaupt nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil du hast nicht mehr den normalen Schwerpunkt wie andere Leute. Da macht es bald einmal und dann, ne? Ich weiß gar nicht, was wir noch alles benutzen. Und zweckentfremden für weiß der Geier was alles. Also es ist schon heftig. Und Zahnstocher sind halt irgendwie so, ich weiß nicht. Ich habe Zahnstocher schon gesehen, das ist jetzt ein klassischer Zahnstocher, ne? Einfach. Ich bin jetzt schon wieder mit. Ja, es ist ein Zahnstocher. So mit 2 spitzen Enden. Aber ich habe schon Zahnstocher gesehen, die haben an der Seite so keine spitze Ende, sondern die haben irgendwie so einen Fächer an der Seite, wo an der Seite so ganz viele kleine Striemen links und rechts weggehen. Das Ding sieht lebensgefährlich aus. Und das ist der berühmte Mossad-Zahnstocher. Mit dem ist schon so mancher politische Gegner aus dem Weg geräumt worden. Ich habe auch schon ganz, ganz merkwürdige Zahnstocher gesehen. Also, ich verstehe, wie man so einen Zahnstocher benutzt, aber wie hat er im Übrigen nicht. Das zieht er sich gerade aus dem Arschgebirge. Ne? Benutzt man einen Zahnstocher, der an der Seite solche Pfrieme-Dinger hat? Da hätte ich ja Angst. Vielleicht war das tatsächlich ein Modeling-Tool, das du da gesehen hast und kein Zahnstich. Die Dinger abbrechen und mir erst recht in den Zähnen stecken bleiben. Und was mache ich dann? Den nächsten nehmen und noch mehr drin hängen lassen? Ja, keine Ahnung, wartest halt 2 Tage, dann fällt der Zahn schon von alleine raus. Da will ich mir bei dir überhaupt gar keine Gedanken machen. Nee. Doch. Ich weiß auch nicht, wie die genutzt werden. Also ich habe eigentlich immer einen normalen Zahnstocher benutzt, mein Leben lang. Damit bin ich super zufrieden. Damit bin ich auch immer super klargekommen. Eine Zeit lang habe ich Plastik benutzt, aber das ist jetzt wieder die Frage. Das ist jetzt eigentlich die perfekte Frage. Nein, ist es nicht. Ich weiß nicht, welche Frage kommt, aber es ist sicher nicht die perfekte Frage. Rainer, die einzige perfekte Frage in Bezug auf dieses Video ist, warum macht dieser dicke, zurückgebliebene ein Video über Zahnstocher? Das ist die einzige perfekte Frage. Ist ein Holz oder ein Plastik gesünder? Holz. Nicht wegen der Gesundheit vom Körper, sondern wegen der Gesundheit der Umwelt. Das würde ich auch Holz sagen. Na, wir verbrauchen so viel Holz und es bleibt so viel Schnitt über. Easy. Also gar keine Frage. Bei allem Holz, was auf der Welt irgendwie verbraucht wird, noch dazu, ich glaube, die Dinger werden inzwischen gar nicht wirklich aus einem Baum gemacht, sondern ich glaube inzwischen aus Bambus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, moderne Zahnstocher sind größtenteils aus Bambus. Der hat den Vorteil, dass er sehr, sehr, sehr schnell wächst und sehr easy in der Handhabung ist. Ja? Da brauchst du nicht viel können. Der wächst wie Unkraut und extrem schnell. Easy peasy. Also, wie gesagt, die machen das nicht aus irgendwelchen Mammutbäumen oder Mahagoni oder was weiß ich was, Holz, sondern weil das ist entweder Bambus oder Verschnitt. Ja, ein Holzzahnstocher verrottet, aber er kostet uns Bäume. Ein Plastikzahnstocher verrottet nicht, kostet uns aber keine Bäume. Aber Öl zum Beispiel, Rainer. Dieses Gesicht macht er immer, wenn er sich super schlau vorkommt. Ne? Das ist dieses, da habe ich jetzt mal richtig Schlaues. Rainer, hast du nicht. Es ist dumm wie Scheiße, was du gesagt hast. Und Rainer, ich habe mich vorher nicht über Zahnstocher informiert. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass die Dinge entweder aus Verschnitt oder aus Bambus hergestellt werden und dadurch kein zusätzlicher Schaden für die Umwelt großartig entsteht.
korrigiert mich, wenn es anders läuft, ne? Aber ich sehe die Verhältnismäßigkeit nicht. Auch aus einem ökonomischen Standpunkt her, dass man sagt, wir nehmen einen ganzen Baum und wir machen dann nur Zahnstocher draus. Das ist eigentlich eine interessante Frage, wenn man so drüber nachdenkt. Ich persönlich glaube, die Holzzahnstocher sind gesünder für unsere Umwelt, weil die Plastikzahnstocher halt einfach nicht verrotten, weil die halt einfach dauerhaft da sind. Und das ist halt ungeil. Was allerdings äh, Was allerdings bei ist der nächste Satz, den er sagen wird, weil im Moment hier oben der Prozessor schon wieder überhitzt ist. was allerdings wiederum bei Bäumen der Fall ist, sie können Tada! nachwachsen, obwohl es natürlich trotzdem scheiße ist, wenn man Regenwälder für Zahnstocher abmurkst. Ja. Rainer, niemand holzt Regenwälder für Zahnstocher ab, Rainer. Weißt du, wofür Regenwälder abgeholzt werden? Hier für diese Palmölproduktion, diese ganze Scheiße. Ja? Dafür werden Regenwälder abgeholzt. Nicht für Zahnstocher, Vor Rainer. allem, weil da viele Hunderttausende von Tieren ihre Lebensräume verlieren. Ja, richtig. Aber die brauchen ja auch Zahntnecken. Finde ich persönlich auch nicht besonders geil. Rainer, es ist dir scheißegal. Rainer, es ist dir scheißegal, wenn es morgen heißen würde, also angenommen, Zahnstocher würden wirklich, ja, die komplette Regenwälder werden nur wegen Zahnstochern abgeholzt und der Mensch beschließt ab morgen, okay, machen wir nicht mehr und wir verzichten in Zukunft einfach komplett auf Zahnstocher. Der erste Ape-Shit geht eher. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es speziell irgendwie Regenwaldholz ist. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Weil, wenn, dann gehe ich in Zukunft raus in den Wald und nehme mir einfach eine Eiche und baue mir einfach meine eigenen Zahnstocher. Das will ich sehen, Rainer. Ja, ganz einfach macht er das. Auch dieser Blick wieder. Ja, dann mach. Ganz ehrlich, ich will Geld dafür bezahlen, dich dabei zu sehen. Dass du in den Wald gehst, dir einen Baum fällst und dir daraus deine eigenen Zahnstocher machst. Davon abgesehen, ich habe so ein Päckchen, was ist denn da drinnen? 200 Stück. Die reichen mir eigentlich 7, 8 Jahre lang. Also ich hab die ich jetzt hier habe, die Zahnstocher, die habe ich bestimmt schon seit 5 Jahren. Und die sind immer noch nicht leer. Ja, und wie viele Bäume sind dafür draufgegangen? Ich hoffe nicht einmal einer. Ja. Ja, Rainer, aber das ist natürlich die Regelmäßigkeit deiner Zahnhygiene spielt da natürlich in die Rechnung deutlich mit rein. Ne? Also angenommen, jemand benutzt wirklich täglich nach dem Essen so ein Ding, dann kannst du ja ausrechnen, dass 200 Stück nicht ein Jahr lang halten. Das ist vielleicht ein Viertelbaum oder so, oder ein Zehntelbaum, wenn überhaupt. Das ein Zehntelbaum sind deine. Hast du Ahnung, wie groß Bäume sind, Rainer? Dass ein Zehntelbaum nicht deine 200 Stück Zahnstocher entsprechen? Ach, das ist vielleicht sogar bloß ein Hundertstelbaum. Ja, wahrscheinlich noch weniger. Ja, da reicht es im Prinzip, wenn man so eine dünne Platte wenn man aus einem solchen Baum so eine dünne Platte rausschneidet, müsste das reichen, um Zahnstocher herzustellen. Und da hat man immer noch mehr als genug. Da können sich immer noch mindestens 50 Leute 100 oder 200 Zahnstocher holen. Na gut. Naja, wie auch immer. Naja, wie auch immer. Jetzt hat man kurz auf den Bildschirm geschaut und denkt sich, ja, 6,5 Minuten ist noch ein bisschen zu kurz, dann müssen wir noch ein bisschen Zeit schinden. Und deswegen kramt er jetzt hinten im Ogerstübchen noch rum, so in der Kruschkiste, und wenn nicht doch noch irgendein geistiger Durchfall in die Patschefinger kommt, den er dann in die Kamera werfen kann. Jedenfalls, Zahnstocher finde ich an sich eigentlich schon praktisch. Das erwähntest du bereits. Vor allem, weil ich das Problem habe, dass ich manchmal Sachen habe, jetzt wo ich älter werde auch, bleiben manchmal Reste von Fleisch zum Beispiel in der Zahnlücke hängen oder so. Oder halt zwischen den Zähnen. Ich habe speziell hier rechts einen Zahn, wo das genau hängen bleibt immer. Ich zeige euch dann aus Solidarität, sage ich euch das jetzt mal nicht. Ja, Rainer, bitte, danke sehr. Danke sehr. Ganz ehrlich, hier, ich nehme an, dass es schönere Bilder sind, wenn man sich eine Tierdokumentation anschaut, wo die den Hippos, ne, so alte, matschige Melonen in den Schlund schmeißen. Wahrscheinlich eine appetitlicherer Anblick, als wenn du jetzt hier den Unterkiefer ausklappst und uns die verschimmelte Ruine präsentierst, die mal dein Gebiss war. Ja, ich möchte ja nicht, dass ihr kosten müsst. Aber Danke. Es ist sehr rücksichtsvoll. Wirklich, sehr rücksichtsvoll. Ich glaube, ich würde nämlich höchstwahrscheinlich kotzen. Weil bei schimmligen Zähnen, weiß ich nicht. da ist ein Zahnstocher schon sehr praktisch. Und in der letzten Zeit, seit ich jetzt älter werde, brauche ich immer öfter Zahnstocher, habe ich gemerkt. Früher als Kind habe ich das überhaupt nicht gehabt, das Problem. Und als Erwachsener. Ja, das Problem ist halt, ne, dass man die Milchzähne nicht allzu lange hat. Wenn die dann rausgameln, weil den ganzen Tag sich nur Zucker ins Gesicht schürt, dann halb so wild, ne? Problem ist, wenn dann die richtigen, echten, normalen Zähne nachkommen und man die genauso desaströs verkommen lässt, dann hat man halt dann überall
Ecken und Kanten, wo sich Karies schön in den Zahn reingefressen hat und da bleibt halt sowas hängen. Und das potenziert sich halt auf. Ne? Da bleibt mehr hängen, jetzt mehr Karies, wird das Loch größer, bleibt noch mehr hängen, etc. Und irgendwann, Rainer, irgendwann sitzt man dann in Hamburg in einem Edzardler Hotel und denkt sich, warum wackelt denn dieser Zahn da hinten so? Und dann holt man so eine leere Hülle raus. So wie du das getan hast. Wahrscheinlich, was war es, ein Jahr nach dieser Aufnahme? Dann auch nicht eigentlich, aber das ist jetzt erst mit den Jahren, in den letzten paar Jahren ist es immer öfter der Fall gewesen, dass ich welche gebraucht habe. Aber bei mir ist es jetzt das so, dass ich einen Zahnstocher nicht einmal benutze, sondern halt auch mehrmals, ne? Das ist schon wieder ohrreidig, Rainer. Das ist schon wieder ohrreidig. Die Dinger sind dafür da, die einmal zu benutzen. Wenn du die einmal voll geschlabbert hast und dann noch ein paar Stücke irgendwie von der Billigsalami von deiner Tiefkühlpizza dran hängen, dann gehören die in die Tonne, Rainer. Das ist wirklich, da ist am falschen Eck gespart. Ansonsten schmeißt er mit beide Hände das Geld zum Fenster aus. Hat er 5 Euro in der Tasche, brennt's in ein Loch hinein. Das wird dann für Steam und für allen möglichen Scheiß, Pokémon Go, wird hier die Kohle mit beide Hände beim Fenstern ausgeschmissen, das gerade so scheppert. Aber bei Zahnstochern, da wird geknausert. Da benutzt man einen, kann man 3, 4 Mal benutzen. Ich benutze den Zahnstocher eigentlich im Prinzip, bis die Spitze abbricht. Und dann benutze ich die andere Seite und dann benutze ich den, bis die Spitze abbricht und dann schmeiße ich ihn weg. Und Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe, wenn ich so wirklich mir mal so ne, mit einem Zahnstocher in der Visage rumgefuhrwerkt habe, ich habe oft auch dann mal 2 dafür gebraucht. Mir ist es noch nie passiert, dass ich fertig war damit und mir gedacht habe, boah, der Zahnstocher, der sieht auch einwandfrei aus, den lege ich jetzt hier mal auf die Seite und hebe mal auf für schlechtere Zeiten. ja, das ist im Prinzip, finde ich, die einfachste Methode, um Zahnstocher zu benutzen. Nein. Okay. Das ist die ekelhafteste Methode. Und eine Methode, mit der du es hinkriegst, dass du hier, jetzt züchten wir uns mal eine richtig schöne Kultur auf diesem Zahnstocher und danach fahre ich mir damit wieder in die Visage rein und reiß mir das Zahnfleisch auf und dann wundere ich mich, warum mir die Fresse eitert. Was gibt es über Zahnstocher noch zu sagen? Nichts, Rainer. Ist genau gar nichts, Rainer. Du hast alles gesagt, was es über Zahnstocher zu sagen gibt, ungefähr hier. Ja? Ungefähr da im Video. Bei 1 Minute. War alles erzählt. Ganze Story beendet. Jetzt mach zu den Sachen. Diese Plastikzahnstocher, wie gesagt, finde ich alles andere als angenehm. Zum einen sind die unangenehmer anzufassen, finde ich, weil das Holz fühlt sich irgendwie natürlicher an. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und ja, natürlich kann auch ein Holzzahnstocher abbrechen, ne? Aber Abbrechen? Nö. und Plastik an sich nicht. Aber das an der Seite von dem Plastikding finde ich irgendwie lebensgefährlich. Die Dinger sehen aus, als wäre der, keine Ahnung. Und auch auch Plastikzahnstocher können abbrechen. Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus und finde ich nicht besonders interessant. Deswegen, ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meinem Zahnstocher. Gut, ihr könnt mir eure Meinung ja mal in die Kommentare schreiben. Ich lese auch ab und zu mal die Kommentare, es sind interessante Sachen manchmal dabei, interessante Meinungen. Ansonsten danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream und Video wieder mit dabei. Bis dahin und haut rein. Euer Drache. Tschö, tschö. Tschö, Rainer. Tschö, 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 tschö. Wir sind beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei, weil die Nummer hat jetzt bisher nur 23 Minuten gedauert. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was er generell über Energy Drinks Edzardler zu schwadronieren hat. So, da sind wir wieder. Vorher war Nummer 31, das hier ist jetzt Nummer 32. Hier geht es wieder um Energy Drinks. Erstmal wird sich wieder die speckigen Haare gefahren. Ich weiß nicht, ob er sein Achselhaargel wieder reaktiviert hat. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Okay, schauen wir mal. Energy Drinks, Rainer. Jetzt enttäuscht mich nicht. Da kennst du wenigstens aus. Metal, Leute. Metal und Servus. Servus und ein herzliches Aua. Doppel-Metal, Rainer. Mann. Oh, meine Fresse, was ist das jetzt wieder für ein Affentheater? Oh, hast du Aua. Jetzt hat er die eine Hand genommen und dann ist ihm gekommen, ach scheiße, hier mein böses Aua, was mir die Hater jetzt wahrscheinlich wieder zugefügt haben, 100%ig waren das die Hater, das ja an der anderen Hand, dann halte ich das jetzt auch nochmal rein. Ne? Weil in diesem Video über Energy Drinks muss es nämlich als allererstes darum gehen, dass die Edzardler Kack-Hater fürchterlich böse sind. Und wie man sich auch, also ganz ehrlich, wie wir so eine Fresse ziehen. Aber schaut es euch nochmal von vorne an, warte. Leute, Servus und ein herzliches Aua. Au. Egal, ein herzliches Willkommen. Ja, als wäre ihm das nicht aufgefallen, dass hier der ne, ganze Fingernagel schon blau angelaufen ist.
Ach komm, Rainer hört mit dieser Mitleidsmasche auf. Du bist halt wieder rausgegangen und dann sind die, ne, dann sind die Fettschwabbelärmchen wieder zwischen den Lücken im Tor durch, um nach irgendwelchen Hatern zu grapschen. Und, ne, Corpus Claudius, der du nun mal bist du halt dann mit dem Finger wieder irgendwo kleben geblieben. Und das ist dann wieder natürlicherweise die Schuld der Hater. Ja? beim Drachen. Dann den Finger nochmal ganz aufmachen. Also, ja, was machen wir heute? Wir haben hier. An den Augen sehe ich auch wieder, der hat gerade das ist wahrscheinlich irgendwann so 3 Uhr, 4 Uhr nachmittags, der ist gerade erst aus dem Nest gekrochen. Weil der hat hier noch rot unterlaufene Augen, als hätte er sich hier massiv hier den Devil's Letters in die Rübe gebufft. Ja, jetzt inzwischen 32 Folgen von 32 Folgen. Das hier ist die 32. Rainer. 32 Folgen von Meinungsvideos. Und muss jetzt erstmal kurz sagen, vielen, vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung. Das ist wirklich 32, das ist so eine Zahl, da machen das alle Leute. Niemand, auch wirklich niemand, Rainer, macht so ein Meilenstein-Ding bei einer runden Zahl. Rainer, mach doch erstmal 100. Ah, ist schon das 100. Meinungsvideo. Ja, gar nicht gedacht, dass ich so viel Scheiße labern kann. Aber er sieht natürlich irgendwie am Horizont, wie gesagt, die 40 erreichen wir hier nicht mehr. Er sieht natürlich am Horizont schon, dass hier die Kuh nicht mehr zu melken ist. Das Pferd ist tot, das lässt sich nicht weiter in den Sonnenuntergang reiten. Und er weiß ganz genau selber, dass er bis 100 nicht kommt. Deswegen wird jetzt dieser Danke-Meilenstein einfach bei 32 reingeknechtet. Oder auch einfach aus Dummheit. Das kann auch sein. heftig, wie viel positive Überraschungen Wie viel Bullshit ein Mensch labern kann. es gibt, was das angeht. Mir ist natürlich klar, dass das Video bzw. das Format sehr ist. Ja, das ist ein Trash-Format, gell, Rainer? Schau dir die Fresse an. Diese Fresse sagt, ich kann gar nicht glauben, dass ich für diese Scheiße hier Geld bekomme. Rainer, ich auch nicht. Da sind wir dann schon zu zweit. Das ist sehr random natürlich. Aber es soll es ja auch sein, es soll ja unter anderem auch unterhalten und nicht nur irgendwie so langweilig und fad. Ja, das ist halt seine Meinung. Ne? Ja, Rainer ist, man kann auch unterhaltenden, nicht langweiligen Content machen, ohne stumpfe Scheiße zu labern. Und ganz zu schweigen davon, wirklich der einzige Grund, warum diese Meinungsvideos auch nur ansatzweise unterhaltsam sind, ist, dass sie von dir kommen und deshalb auf so einem Niveau dämlich sind, dass Kasperle wie ich uns da hinsetzen und die offensichtlichen kognitiven Missstände, die hier vorherrschen, deutlich machen können. Das ist der einzige Unterhaltungsfaktor. Den Unterhaltungsfaktor dieser Videos bringen Reaction Kasperle wie ich, wie ein Matti, wie ein Anidegger, wie ein Hagebutten, wie sie nicht alle heißen. Wir sind die einzigen, die hier ansatzweise den Unterhaltungsfaktor reinbringen für jemanden, der mehr als 3 Gehirnzellen sein eigen nennen darf. Das soll auch ein bisschen witzig sein, deswegen nehme ich mir halt die verrücktesten Sachen, wie zum Beispiel mal den Aschenbecher oder mal die Taschenlampe oder sowas. Oder halt mal was komplett Abgefahrenes, wie, was hatten wir so letzt irgendwie? Wir hatten nichts komplett Abgefahrenes. Wir hatten genau gar nichts komplett Abgefahrenes. Hättest du irgend so ein Gerät aus einer fremden Kultur, das man hier in Mitteleuropa noch nie gesehen hat. Kennst du ja manchmal dieses, ja, was glaubst du, wofür das hier gut ist? Wofür wird das benutzt? Dann wäre das eine andere Sache. Aber das wäre wieder harte Arbeit. Da müsste man selber erstmal, Recherche, was gibt es da für Zeug, wofür wurde es tatsächlich benutzt? Dann müsste man sich das anschaffen. Das kostet wahrscheinlich einen Haufen Geld, wenn man sich es irgendwie, keine Ahnung, aus Japan oder Vietnam oder sonst woher importieren lassen muss. Das ist alles harte Arbeit. Man kann sich auch hinsetzen und einfach über seine scheiß Energy-Dosen seinen Zahnstocher schwadronieren. Aber dann ist das halt nicht unterhaltsamer, informativer Content, sondern es ist einfach digitale Diarrhoe. Was ich abgefahren war, der Zahnstocher zum Beispiel. Ja, also all diese Sachen. Richtig abgefahren. Zahnstocher, Digga. Ich finde das immer voll lustig. Heute habe ich mir gedacht, wir machen das hier. Wobei ich jetzt mittlerweile. Hey, der Flieger ist wieder am Start und auch wieder zum selben Punkt im Video sind auf einmal Kuchenkinder da. Darauf achten muss, ob ich das schon hatte.
Rainer, du hast über Monster gesprochen bereits, ne? Nee, was ich bereits hatte, war der Monster Energy Deckel. Das ist allerdings wieder Aschenbecher gewesen. Nein, du hast auch schon über Monster Energy Drink geredet. Ich habe das reacted, Rainer. Ich habe das reacted. Aber er hätte jetzt auch, keine Ahnung, vorher sich überlegen können, oh, Energy Drink, weiß ich nicht mehr genau, habe ich da schon was gemacht? Und dann nachschauen. Da ist ja alles noch nicht so lange her. Müsste ja zu dem Zeitpunkt noch alles online auf seinem Edzardler-Kanal vorhanden gewesen sein. Rainer, ich wäre mal in meinen App reingegangen, Inhalte und Videos verwalten auf YouTube und wäre mal die letzten 31 Videos durchgescrollt, weil du ja weißt, du hast ja anfangs erwähnt, das hier ist Nummer 32 und wenn du Monster Energy schon mal gemacht hast, dann scrollst du halt durch und merkst, oh, bei 1 habe ich schon über Monster Energy geredet, dann muss ich das nicht nochmal machen. Was ich heute vorhabe, ist der Monster Energy selber. Beziehungsweise ich möchte nicht über Monster Energy reden, sondern über Energy Drinks als solches. Rainer, das hattest du bereits in dem Monster Energy Video auch alles schon getan. Und da ist es im Prinzip naheliegend, dass wir jetzt über Monster reden, weil ich eben Monster hier habe und weil ich überwiegend Monster und Rockstar trinke. Was genau ist mit Energy eigentlich los? Im Übrigen, wenn er sagt, er trinkt überwiegend Monster und Rockstar Energy, dann meint er das nicht im Verhältnis zu anderen Energy Drinks, sondern er meint das im Verhältnis zu anderen Getränken allgemein. Na, er ernährt sich, das, was er am häufigsten trinkt gegen den Durst, ist Monster Energy. Und der Mann wundert sich bis heute, warum sie mit Mitte 20 die Galle rausschneiden mussten. Ende 20. Mitte, Ende 20 die Galle rausschneiden mussten. Er wundert sich auch, warum er in den letzten 10 Jahren 120 Kilo zugenommen hat. Das ist alles, ne? Wie gesagt, jedem Menschen mit dem IQ oberhalb der Raumtemperatur ist vollkommen klar, warum das so ist. Aber, ne. Also wir haben Energy Drinks. Und wenn es nicht Monster Energy ist, was er sich ins schiefe Ogermaul reinschürt, dann ist es entweder Schwippi-Schwappi oder hier eine Tasse Kaffee mit 12 Stück Zucker drin oder dergleichen. Ne? Es ist nie irgendwas ohne Zucker. Wie schon, es gibt die Red Bulls. Dann gibt es natürlich Monster Energy. Die sind aber scheiße, wie die schmecken nach Red Bull. Monster Energy gut, schmeckt nicht nach Red Bull. Früher gab es noch Relentless, es gab zwischendurch Rockstar, oder es gibt Rockstar, Relentless gibt es ja nicht mehr. Es gibt dann den Effekt Energy Drinks. Dann sind sie. Es gibt eine Million verschiedene Dinger, da ist überall mehr oder weniger das gleiche drin, die heißen halt anders. Dann gibt es auch so Sachen wie Energy Drinks, die eigentlich gar keine Energy Drinks sind, wie zum Beispiel, oder die als nicht als solches bezeichnet werden. Wie zum Beispiel die Cola, gehört auch zu Energy Drinks. Kaffee, es gibt diese Kaffeepacks, ne, ist im Prinzip auch ein Energy Drink, wenn man es so nimmt. Aber was macht ein Energy Drink zum Energy Drink? Naja, die heutigen klassischen Energy Drinks machen hauptsächlich, oder warte, wo steht's? Das hier macht hauptsächlich die Energy Drinks heutzutage aus. Das Taurin. Das ist nicht in jedem Energy Drink drin, aber zum Beispiel auch in Mountain Dew ist es, glaube ich, mit drin. Bei Rockstar und Monster. Ja, Mountain Dew? Mountain Dew heißt das Zeug und wenn ihr jetzt mit dieser alten Urban Legend kommt, hier von wegen, ne, kommt aus dem Stiersack die Nummer, dann hast du mich hier liegen. Bei Cola ist es zum Beispiel nicht mit drin. Oder zumindest nicht, soweit ich weiß. Das war Kaffee natürlich auch nicht. Aber es gibt halt in vielen Getränken eben das Taurin in den Monster Energy Drinks oder Energy Drinks als solches. Was ich inzwischen herausgefunden habe, wenn das wirklich stimmt, dass die Energy Drinks, also Monster, Rockstar und so weiter, ab 16 sind. Das weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mehr damit aus. Ne? Also ich weiß, dass ich als Kind so mit 12, 13, da war für uns schon Red Bull und sowas war verbotene Frucht erwähnen. Ne? Die Eltern wollten nicht, dass wir die Scheiße saufen und auch in der Schule oder sowas, wenn man uns damit erwischt hat, war nicht gut. Ne? Und aber ob es illegal war, das weiß ich nicht. Das hat mich total umgehauen. Ich meine, ich trinke Energy Drinks erst seit ich 20 bin, ja, also hat mich das nie interessiert, ob die. Das ist gelogen, Rainer, das ist safe gelogen, dass du Energies erst trinkst, seit du 20 bist. Das glaube ich dir einfach nicht. Weil mich hat schon mit 15, 12, 15 habe ich schon eigentlich kaum noch einen Ausweis gefragt, weil ich schon immer so ein riesiges Monster war. Ein riesiges Monster. Einer hat vielleicht ausgesehen wie eins. Aber mit 16 hat dich niemand nach dem Ausweis gefragt, dass ich nicht lache.
Rainer, dass ich nicht lache. Ich habe Fotos von dir gesehen aus dem Alter. Rainer, wenn irgendwo am Kiosk wäre und würde Bier und Zigaretten verkaufen und dein 18-jähriges Ich wäre aufgeschlagen, hätte ich dich nach dem Ausweis gefragt. Und immer schon, ich habe schon seit ich 14 bin, habe ich schon Bartwuchs. Ja, seit er 12 ist eigentlich schon. Da ist der Bart schon am Arsch gewachsen. Und mich hat, glaube ich, seit ich 14, 15 bin, hat mich niemand mehr nach meinem Ausweis gefragt. Lügenlord. Come on. 14, 15 Minuten hat mich nie jemand nach dem Ausweis gefragt. Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube ihm, dass ihn vielleicht ein- oder zweimal keiner nach dem Ausweis gefragt hat, aber nicht, weil die geglaubt haben, dass du aussiehst wie 35, ja, sondern weil die halt sich gedacht haben, whatsoever. Habe ich ein bisschen was verkauft, habe ich heute ein bisschen Umsatz gemacht. Ne? Das ist mir auch scheißegal. Verkauf mal halt mal den Kindern hier die Zigaretten und das Bier. Woher ich das weiß? Weil ich es genauso gemacht habe, Rainer. Und weil ich mir dann damals auch gedacht habe, boah, krass, ne? Sehe ich echt schon alt genug aus? Nein, die hatten keinen Bock nach meinem Ausweis zu fragen, weil ihnen dann ein Geschäft entgangen wäre. Und deswegen haben sie mir die Scheiße einfach so verkauft. Fertig, Bums aus Nikolaus. Ganz, ganz selten mal. Meistens fragt man mich nach dem Ausweis oder hat man mich nach dem Ausweis gefragt, wenn ich mich abrasiert habe, also komplett rasiert bin. Und das ist ganz frisch irgendwie. Nur wenn ich so ein paar Stunden vorher mich rasiert habe. Rainer, dann haben sie dich höchstwahrscheinlich nach dem Behindertenausweis gefragt. Weil, ganz ehrlich, du siehst schlimm aus, wenn du dich rasierst. Das sieht wirklich, wirklich schlimm aus. Bevor ich einkaufen gehe, dann ist es mir schon passiert, dass man mich nach einem Ausweis gefragt hat. Aber im Normalfall fragt man mich nicht nach dem Ausweis. Und deswegen habe ich da auch nie Probleme gehabt, Energy Drinks zu kaufen. Zumal ich ja sowieso über 20 war, als ich angefangen habe mit dem Zeug. Viele werden sich jetzt wieder aufregen, so, ja, wie kann er nicht sagen, wie kannst Er streitet schon wieder mit der Haterstimme in seinem Gehirn. du so sein? Ich mag keine Red Bull. Ich mag Red Bull, mag ich nicht. Das ist gelogen, Rainer. Das ist dieselbe Scheiße wie von wegen, was sind seine anderen dämlichen Lügen? Er mag keine Hamburger, er mag keine Schokolade, er steht nur auf ältere Frauen, das ist alles gelogen. Das hat mir noch nie geschmeckt. Ich mag auch kein, und jetzt werde ich wahrscheinlich erst richtig gehatet, Dr. Pepper. Das denke ich auch nicht. Rainer, warum sollte man dich haten, wenn du keinen Dr. Pepper magst? Ich mag Dr. Pepper, aber ich check auch, dass es Leute gibt, ne? Ich mag auch Root Beer. Da check ich vor allem, dass es Leute gibt, die sagen, Alter, das Peak widerlich. Das ist ein spezieller Geschmack. Und ich kann es auch nicht immer haben, weil es schon, ne, das ist schon extrem auch süß und alles, aber manchmal, hier, keine Ahnung, früher gab es das mal bei Subway Sandwich, gab es mal so Root Beer am Zapfhahn. Nice Sache. Dr. Pepper ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Energy Drink, sondern es ist erst so ein amerikanisches Gesöff. So. Es ist ein Soda, nennen die. Das ist halt eine Limo, Rainer. Das ist halt. Ne? Mit Cola und alles und ich weiß gar nicht, ich glaube, das Original ist, glaube ich, mit Kirsche. Ein Kumpel Nee, ist nicht mit Kirsche, sondern mit Kirsche, Rainer. Und ich glaube, das Original sollte eher so ein Karamellding sein, aber schießt mich tot, wenn das jetzt falsch ist. Aber auf jeden Fall Kirsche ist es nicht. von mir hat es, oder ein ehemaliger Kumpel von mir hat es übelst gefeiert. Ich persönlich mag es überhaupt nicht. Wir waren damals essen in einem Restaurant. Ja. Er war mit Kumpels essen in einem Restaurant. Das stellt euch jetzt einmal vor. Weil, ganz ehrlich, scheißegal, auch die Leute, mit denen er damals irgendwie marginal mal abgehangen hat oder die ihn mal dabei stehen haben lassen oder, keine Ahnung, die vielleicht mal einen Dulli gebraucht haben, weil sie gedacht haben, sie die übelst krassen Skateboard-Skills und irgendein Depp muss aber die Kamera halten, damit wir das dann irgendwie zu Hause auf unser Rechner irgendwie dann parken und nie wieder anschauen können. Vielleicht die Nummer, ne? Nicht mal die Leute, die ihn da mitgenommen haben, wären mit dem tatsächlich in ein echtes, richtiges Restaurant gegangen. Die Gefahr, sich da komplett zum Obst zu machen, wenn du diesen Saubauern da mit reinnimmst und der sich da so aufführt, wie er sich halt immer aufführt, no fucking way. Also nicht mal, wenn ich den als Mitleid in meiner Clique gehabt hätte damals. Nicht mal dann. Und das ist so ein amerikanisches Diner gewesen. Die haben das natürlich auch gehabt und ich habe das da probiert und der hat mich dann einmal von seiner Dose trinken lassen. Und das war ja so, das war ja so widerlich. Und Dr. Pepper Cola hat er mich ein paar Jahre später dann nochmal probieren lassen. Das muss ich sagen, konnte man trinken, war aber auch nicht mein Fall. Ich weiß nicht, woran das genau lag, aber Dr. Pepper hat mir auf jeden Fall nicht geschmeckt. Wo ich mich allerdings reinlegen könnte, das ist zum Beispiel Mountain Dew. Also Mountain Dew liebe ich. Das ist so ein richtig geiles. Mountain Dew.
Rainer, komm. Das liebe ich, das trinke ich total gerne. Und es ist halt schon auch geiles Zeug. Wollen wir wetten, dass wenn Rainer Mountain Dew bei Google sucht, gibt er wirklich wahrscheinlich MAUTEN, Leerzeichen, hoffentlich, vielleicht auch nicht, EU ein. Zum dem kann man mal, wartet, wo ist es? Hier. Ha. Trotzdem, auch wenn es nebendran steht, er wird es nicht richtig schreiben. Würde ich Geld draufsetzen. Mountain Dew habe ich sogar hier. Ja, wenn du es da hast, warum kannst du es dann nicht richtig lesen, Das ist Rainer? natürlich jetzt kein Original Mountain Dew, sondern das ist jetzt quasi nur so ein Sirupzeug für. Rainer, das ist Original Mountain Dew. Das hier ist Original Mountain Dew. Das ist derselbe Sirup, mit dem die ihre Seuche da anmischen. Rainer, das, wenn du hier in die Flasche von deinem Soda-Stream da reinkippst, hast du genau dieselbe Scheiße wie Mountain Dew. Das ist das, was die in Kohlensäure versetztes Wasser reinkippen in der Abfüllung. Weißt du, weil ich das weiß? Weil da nämlich Mountain Dew draufsteht. Und Mountain Dew würde, wenn das nicht von ihnen wäre, wer auch immer das vertreibt, würde von denen in Grund und Boden verklagt werden, bis die keinen Morgen mehr sehen. Na, Mountain Dew habe ich sogar hier. Das ist natürlich jetzt kein Original Mountain Dew, sondern das ist jetzt quasi nur so ein Sirupzeug für den Soda-Stream. Jetzt dachte ich kurz, die Post kommt. Genau. So, wieder Wartet da wieder auf Dinge von der Amazon Battle-Liste. dazu. Und Monster Energy Drink trinke ich gerne, aber ich trinke nicht diesen hier. Den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, der ist leider immer noch zu. Den hat er sich safe auch noch reingeschürt. Safe hat er sich den auch noch reingeschürt. Du kannst mir nicht erzählen, dass diese verlockende Quelle von Zucker dann da bis zum Auszug in der Schanze gestanden ist, vollkommen unangetastet. Laber nicht, Rainer. Ich trinke den schwarz-grünen trinke ich nicht. Mag ich nicht. Den habe ich auch nicht von einem Hater geschenkt bekommen, das ist sondern von einem Bekannten. Der hat es aber leider auch nicht gewusst, dass ich den nicht trinke. Mein Lieblings-Monster Energy Drink ist der hier. Der Assault. Es wild, jetzt fängt er an, dieselbe Scheiße zu erzählen wie in seinem vorherigen Video. Was ich auch trinke, ist das Punch. Wobei ich überrascht war, das ist ja anscheinend eine neue Dose. Ne? Früher war die Dose schwarz, rot und gold. Jetzt mittlerweile ist die Dose rot. Fand ich ein bisschen strange, aber gut. Ja, keine Ahnung, es wird halt ab und zu mal was an dem Design von einem Produkt geändert, Rainer. It has been known to happen. Vor allem, als ich mir gekauft habe, also im Flyer sah das Bild anders aus. Ich musste erst mal nachgucken, wo das ist. Jedenfalls ist es so, dass ich jetzt Rockstar trinke ich auch. Da trinke ich aber zum Beispiel auch nur den. Oh Gott, warte mal, ich trinke Rockstar so selten. Jetzt muss ich selber überlegen, wie der überhaupt die Dose aussieht. Ich bin Rainer, wenn es wirklich so selten ist, dann scheint es irrelevant zu sein. Dann brauchst du das Thema nicht anschneiden. seit langem trinke ich eigentlich nur noch Monster. Da trinke ich, glaube ich, auch bloß den schwarz-roten. Ich glaube, da gibt es auch einen schwarz-roten. Im Prinzip ist es recht einfach. Ich trinke im Normalfall immer die Energy Drinks mit Cola. Ich mag aber, wie gesagt, keinen Red Bull. Ich mag keinen Monster Energy Drink. Ja, ist wichtig. Dass nicht nach Red Bull schmeckt, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was ausschaut wie das Grüne. Ich mag generell keine Energy Drinks, die schmecken wie Red Bull. Diesen Red Bull-Geschmack haben. Also ich trinke nicht das grüne, das schwarz-grüne Monster trinke ich nicht und ich trinke das schwarz-goldene Rockstar trinke ich nicht. Die trinke ich nicht. Die trinke ich schon seit Jahren nicht mehr. Und genau. So, wenn man sich mal die Dosendesigns anschaut, ist natürlich auch immer so Sache. Bei Relentless hatte man früher so einen Deckel, da konnte man drehen. Das hatte man auch es gibt ja noch größere Monsterdosen, das ist jetzt eine Normaldose, ne? Und es gibt auch noch die 1-Liter-Dosen, da kann man auch oben so drehen. Das fand ich damals an den Dosen besonders interessant und das hat mir besonders gut gefallen. Ja, Rainer, das ist der einzige Grund, warum du die Scheiße gekauft hast, Rainer, weil du ein Werbeopfer par excellence bist. Du hast es halt irgendwie in der Werbung gesehen und hast gedacht, boah, voll krass. Boah, voll cool, das ist was anderes als der normale Dosendeckel. Boah, super, Alter, das hole ich mir. Alles einfach aufdrehen können, zudrehen können und dann. Und Rainer, das Relentless-Zeug, das Standard-Relentless-Zeug hat auch den Standard Red Bull-Geschmack gehabt. War die Dose zu. Da brauchte man keinen so einen Deckel. So. Und das fand ich ein bisschen schade, dass sie die abgeschafft haben. Diese Deckel wären richtig geil noch. Ich weiß nicht, ob sie die nicht mehr. Rainer, die kosten halt einfach mehr in der Produktion. Das ist aufwendigere Produktion, aufwendigere Abfüllung. Das normale Konzept der Getränkedose, das hat sich über die letzten Jahrzehnte so sehr bewährt, schon fast eigentlich über 100 Jahre, oder? Seit wann gibt es so Getränkedosen? Das hat sich so sehr bewährt, dass man sagt, hier, wir bleiben hier bei der Nummer. Und wenn du da richtig Bock drauf hast, wie gesagt, man kann heutzutage sich auch im 3D-Drucker oder sowas so Teile ausdrucken, so kleine Plastikpinöbeln, die kannst du dir oben auf diese Lasche
draufstecken von deinem Energy Drink und kannst damit die Dose zumachen. Ja, und wenn die Dose leer ist, tust das Ding wieder runter, schmeißt die Dose weg und kannst es bei der nächsten drauf machen. Ich habe sowas in meiner Kutte, in der Brusttasche für meine Bierdosen auf dem Festival, damit mir da keine Websen reinfliegen. Aber ich benutze das auch seltener als gedacht. produzieren dürfen oder irgendwas anderes daran liegt. Auf jeden Fall finde ich es echt schade, dass die nicht mehr da sind. Vielleicht waren die in der Produktion auch zu teuer, das kann auch sein. Kein Video, ohne dass dieser Dreck, und es ist dann auch noch wirklich der Trommelfell zerschneidendste Arsch-Sound auf diesem Planeten, den er sich da ausgesucht hat, um den Leuten auch noch maximal auf den Sack zu gehen. Vielleicht waren die in der Produktion auch einfach zu teuer, das kann schon sein. Ich nehme gerade ein Video auf Schmusemaus, ich schaue es mir später an. Schmusemaus, Alter, halt doch die Fresse. Hey, jetzt, also, entweder hat er irgendjemandem gesagt, hier, schick mir da mal Nachrichten oder ich weiß es nicht. Ja? Aber jetzt hier so zu tun, als wäre das seine Freundin gewesen. So, kurzes Handy Newton, sorry. Und ja, ich mache das mitten in der Aufnahme, weil, warum? Weil du ein rücksichtsloses Stück bist, der absolut null Respekt vor der Zeit seiner Zuschauer hat. Ja, deswegen machst du das. Du verschwendest die Lebenszeit deiner Zuschauer. Ich bin vielleicht ein YouTuber, aber ich bin kein hochprofessioneller YouTuber, der immer auf jedes kleine Detail achtet und Ja, das ist immer auch so, wie er es gerade braucht. Wird das hingedreht. Na, wenn solche Dinge passieren und er einfach zu stinkend faul ist, die Scheiße rauszuschneiden oder sich einfach anzugewöhnen, das scheiß Handy auf lautlos zu schalten, bevor er sein Video aufnimmt. Ja? Wenn das mal wieder vorkommt, dann heißt ja, ich will ja gar nicht so hochprofessionell sein. Das soll ja alles ein bisschen Trash-Format sein. Hier, ich bin ja, das ist so mein Markenzeichen, bla bla bla. Und wenn er darauf angesprochen wird, dass das Push ist, was er hier macht und er nicht erwarten kann, dass er dafür zigtausend Euro pro Monat bekommt, dann sagt er, das ist mein Beruf und das ist harte Arbeit. Je nachdem, wie er es gerade braucht. Scheiße ausschneidet. Das macht den Charme bei mir eigentlich aus. Oder zumindest habe ich immer gehofft. Reiner Charme ist bei dir absolut die Vokabel, die kannst du aus deinem Duden einfach jedes Mal rausschwärzen. Ja? Rainer, kauf dir einen neuen Duden, gib ihn mir und ich schwärze dir, ich mache hier den Epstein-Files-Ding, ne? Ich schwärze dir alles raus, was in deinem Wortschatz nicht vorkommt, ne? Und Charme ist da ganz weit oben drauf. Dass es den Charme bei mir ausmacht. So, ansonsten die Monster Energy Dosen. Also, weiß nicht, ich trinke eigentlich ziemlich viele Energies. Ich habe noch 4 Dosen oder so hiervon da. Und im Übrigen ist es dieser Mann, der immer lamentiert, dass er zu wenig Kohle hat und der uns im vorherigen Video noch gesagt hat, hier, er benutzt seine Zahnstocher immer so lange wie es geht, weil es sonst Verschwendung wäre, der mehr oder weniger exklusiv dieses Zeug da säuft, was damals schon im Vergleich dermaßen exorbitant teuer war. Ne? Ihr müsst euch überlegen, diese Energy-Pisse zu verkaufen, hat eine dermaßen massive Marge, dass ein Konzern wie Red Bull seinen eigenen Formel-1-Stall bedienen kann. Ja, also das ist in deren Werbebudget drin, dass sie ihren eigenen Formel-1-Rennstall haben. On top auf die ganzen anderen Sachen, Skateboard-Events, Extremsport-Events, die ganze andere Scheiße, obwohl da jetzt, glaube ich, auch viel Monster rein ist in die Nummer. Aber so groß ist die Marge. Rainer, der sich permanent darüber beschwert, dass Schmalhans der Küchenmeister ist und bei dem dauernd die Barne alle sind, der kauft sich hektoliterweise diese Scheiße, weil er exklusiv nichts anderes säuft. noch eine solche habe ich auch noch hier. Da finde ich übrigens das Design richtig cool. Ja. Ja, Rainer ist ein hübsches Design. Mango Loco. Juicy's ist. Was stand da? Ja, Mango Loco. Ich habe da nirgendwas mit Loco gelesen. Juicy's ist das. Juiced. Das ist Mango Loco, das ist ziemlich cool auch. Das schmeckt auch ziemlich geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am Überlegen, ob ich den Richtig hier geil. Punch in Zukunft nicht mehr trinke. Oder ab und zu nur mal eine Dose, weil ehrlich gesagt schmeckt mir der mittlerweile gar nicht mehr so. Das Juicy allerdings dagegen und das Soul ist richtig geil. Genau, und bei Rockstar habe ich angefangen mit dem Orangen und mit dem Roten oder Lilanen. Kennt ihr vielleicht noch? Das waren anfangs gab es nicht so viele Sorten. Es gab früher den gold-schwarzen, das war der klassische, das ist der Standard Rockstar. Und dann gab es plötzlich diese roten Dosen, das schaut fast das gleiche rot wie das hier. Und eine orange Dose.
Und die habe ich früher ziemlich viel getrunken, aber die sind mir auch irgendwann schnell zum Hals rausgegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die sind sogar mir sind die zu süß. Und dann später kam Rockstar Punch, gab es glaube ich auch noch. Nee, das gibt's nur bei Ding. Ne? Dann habe ich das noch getrunken. Ja, und das war es dann ziemlich eigentlich. Ähm, Er sagt, er trinkt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Energy Drinks. Dann hat er erstmal aufgezählt, was er nicht trinkt. Und dann hat er jetzt 3 Dinge aufgezählt, die er trinkt. Ne? Monster Juiced, den Punch mag er schon immer. Monster Assault und hier 4. Und die 2 Rockstar-Varianten. Die trinkt er. Das sind unglaublich viele. genau. Ansonsten sieht man anhand der Energies immer die ich auf meiner Wunschliste habe, was ich besonders gerne mag. Gut, jetzt zum Schluss ist es das so. Ja, Einmal kurz nochmal auf die Battle-Liste verweisen in der Hoffnung, weil er gerade gemerkt hat, dass hier der NRG-Bestand in der Schanze dann doch wieder gefährlich sich dem Ende neigt. Da mit dem Publikum noch mal ein bisschen mit dem Zaunpfahl winken, hier bestellt man mal wieder Nachschub. Die 300-Kilo-Staffel, die kommt nicht von alleine. ich denke, jetzt sind wir eigentlich soweit schon mal durch mit den Dosen. Beim nächsten Mal würde ich darüber sprechen. Was ist das jetzt für ein komisches rosa Zeug? Das ist ein vollkommen überteuerter Smoothie, Rainer. Das ist eine Eine Smoothie. Smoothie. Darüber würde ich als nächstes in der nächsten Folge sprechen, die dann morgen kommt. und auch wieder vollkommen überzuckerte Scheiße. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Aua. Ja, schmerzhaft. Ja, oh, Mai, geh zu Mami. Du kriegst ein Bussi drauf und ein Pflasterle. So ein buntes mit Luftballons drauf, Rainer. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss. Verpiss dich, Alter! Ja, das kann ich bestätigen. Da sind wir schon. Bei Nummer 33. Draches Meinung. Smoothie. Mal schauen, ob er jetzt nochmal 5-mal sein Auer-Patsche-Händchen in die Kamera hält, weil das hier ist offensichtlich direkt danach aufgenommen worden. Metal Leute, Servus. Ja, Metal, Servus, haben wir Und gehört. ein herzliches Willkommen beim Drachen. In der letzten Folge haben wir über Energy Drinks geredet. Und in der heutigen möchte ich darüber sprechen. Den Spuckschluck da noch rauslutschen. Aber es kostbare Kalorien, die müssen noch rein. Und zwar über Smoothies. Es gibt ja Und das hier ist, glaube ich, auch wirklich der überteuertste Smoothie von allen. viele verschiedene Arten von Smoothies. Ich persönlich habe sogar eine Smoothie-Maschine, dank euch. Und benutze die auch recht gerne und auch relativ regelmäßig. Man sieht, Rainer, man sieht. Rainer, offensichtlich benutzt du die Smoothie-Maschine sehr oft und regelmäßig, deswegen hast du jetzt das Zeug hier aus dem Supermarkt aus der Flasche auch neben dem Ding stehen. Und nicht einfach ein Becher oder ein Glas mit einem selbstgemachten Smoothie. Ihr wisst es, Rainer wongelt dann gemütlich immer durch den Rewe-Zwingel, durch die Obstabteilung und denkt sich, was gibt's denn heute für einen Smoothie? Dann schauen wir mal, vielleicht hier ein bisschen Apfel, vielleicht noch ein bisschen Banane, ein bisschen Zitrönchen und ein bisschen Minze für die Frische. Und das hauen wir uns dann zu Hause rein, vielleicht noch ein paar Eiswürfel oder sowas. Sommer ist warm, ne? Und let's fucking go. Das macht er. Nein, er kauft sich diesen Scheiß für 3 Euro für 200 Milliliter. Den Scheiß kauft er sich. Und die ach so wichtige Smoothie-Maschine, ja, die er unbedingt haben musste und die er sich über die Amazon-Battle-Liste hat schenken lassen, steht ungenutzt in der Ecke und gammelt vor sich hin, weil das hat er einmal benutzt und danach hat er festgestellt, scheiße, das Ding muss ich ja auch sauber machen. Und das ist harte Arbeit. Und harte Arbeit ist ein Hater. Und deswegen steht die jetzt da. Und seitdem kauft man sich wieder die Scheiße hier in der Flasche, Rainer. So, genau so und nicht anders ist es. Und muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es geil. Ich finde es richtig, richtig geil. Man kann mit Smoothies viele Vitamine aufnehmen. Man kann mit Smoothies Jede Menge Zucker aufnehmen. Das ist nämlich das Ding. Diese Dinger sind oft noch nachgesüßt, die gekauften. Und auch die du selber zu Hause machst, püriertes Obst, hat halt sehr, sehr, sehr viel Zucker. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das sollte man jetzt nicht auch literweise trinken. Freilich, wenn du sagst, ich gehe jeden Tag in der Früh, keine Ahnung, 5-6 Kilometer joggen und davor haue ich mir so ein Smoothie in die Fresse, damit ich ein bisschen Energy habe und keine Muskelkater, Kämpfer oder sonst was kriege. Alles Gucci, Digga.
alles Gucci. Wenn du aber der Meinung bist, boah, keine Ahnung, ich habe ungefähr 40, 50 oder in deinem Fall 150 Kilo zu viel auf den Rippen und ich möchte mich jetzt gesünder ernähren und anstatt mir hier hektoliterweise den Monster Energy und den Schnippi-Schwappi ins kreisliche Ogermaul reinzuschütten, substituiere ich das jetzt mit Smoothies, wird nicht funktionieren, Rainer. Das Einzige, was funktioniert, ist, dass sich die noch schneller arm macht, als, ne, weil du ja noch weniger kriegst an Flüssigkeit wie von den anderen Dingern. Aber Zucker ist da genauso viel drin, wenn nicht sogar mehr. Vitamine aufnehmen, man kann mit Smoothies ein Getränk, aus einem Obst ein Getränk machen, was ich richtig geil finde. Und es ist halt einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Gar nicht. Das ist püriertes Obst, da ist es nicht zu Es deep. ist halt einfach geil. Man hat ein richtig cooles Getränk, man hat Vitamine im Getränk, Richtig, richtig cool. Und es schmeckt vor allem nicht nach Red Bull. man hat Süße im Getränk, ohne dass man irgendwie groß Zucker reinhaut. Ja, Rainer, weil die enorm viel Fruchtzucker haben, Rainer. Diese Dinger haben pro 100 Milliliter wahrscheinlich mehr Zucker sogar noch als Cola. Es gibt auch welche, die hauen Zucker in den Smoothie ran, finde ich zum Beispiel grauenhaft. Ja, zum Beispiel die Firma, glaube ich, wo du das gerade gesoffen hast. Lass mich da nicht lügen, ich schau mal nach. Hier ist eine Minute gegoogelt und ich habe herausgefunden, Punkt Nummer uno, True Fruits, was dieser Smoothie ist, den er da hat, setzen keinen zusätzlichen Zucker zu. Das ist schon mal gut. Aber sie tun das nicht aus Nächstenliebe und ne, weil ihnen die Gesundheit ihrer Kunden am Herzen liegt, sondern weil sie es nicht müssen. Weil das Zeug nämlich so schon tatsächlich mehr Zucker hat als Cola. Ich habe gegoogelt, Cola hat 9 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das ist fast 10%, ne? Aber das Zeug hat 10,2 Gramm Zucker pro 100 Milliliter und das ist schon über 10%. Also, ne, absolut kein Diätprodukt, Rainer. Das ist ein Produkt für Leute, die sehr, sehr aktiven Tag haben und zwischendurch schnell Energiezufuhr brauchen in Form von Zucker. Für solche Leute ist das gut. Das Einzige, was ich in meinen Smoothie reinhaue, das ist höchstens mal so ein, das ist kein Ahornsaft oder Ahornsirup, das ist so, ich weiß gar nicht, wie das heißt gerade, müsste ich jetzt nachschauen. Achso, okay. Die hauen keinen zusätzlichen Zucker mit rein. Rainer natürlich schon. Ne? Ja, da hätte ich von alleine drauf kommen können, dass ihm er im Übrigen, der gesagt hat, hier die Energy Drinks sind ihm stellenweise zu süß gewesen. Ne? Haut jetzt hier in den Smoothie, wo mehr Zucker drin ist als in Cola, noch zusätzlich Sirup rein, weil es nicht süß genug ist. Auf jeden Fall ist es richtig cool, es gibt dem Ganzen so eine leichte Süße, aber es ist gar nicht unbedingt süß. Und was ich Ich habe übrigens total gerne trinke, das ist jetzt in dem Fall nicht der Fall, weil das hier mit Dragon Fruit ist, ne? Pink Dragon Fruit. Das war jetzt der Grund, warum ich. weil da Dragon drauf gestanden ist, hast du es gekauft, Rainer. Ich mag Drachenfrucht, finde ich sehr köstlich. Aber Rainer hat es halt einfach gekauft. Oh, geil, da steht Dragon drauf. Deswegen hat er es gekauft. Das Trinke dieses Mal geholt habe. Aber tatsächlich bevorzuge ich in erster Linie den grünen Energy Drink, den grünen Monster. Rainer. Jetzt bin ich die ganze Zeit auf Energy Drink, sorry. Den grünen. Das ist, weil du den Energy Drink Scheißdreck vorher gemacht hast, ne? Smoothie. Und zwar ist der grüne Smoothie. Manche Leute begreifen einfach nicht, wo ihr Platz ist. Ja, richtig. Du zum Beispiel. Im Übrigen, das ist dieser Mann, der von sich selbst behauptet, nicht arrogant zu sein. Just saying. Ich glaube, du brauchst nicht mehr darüber zu debattieren, ob du arrogant bist oder nicht. Wenn du einmal den Satz gesagt hast, manche Leute wissen einfach nicht, wo ihr Platz ist. So, das ist Meta-Ebene arrogant. Und zwar ist der grüne Smoothie mit Spinat. Und jetzt alles, Spinat. Nein, nicht alle, Spinat, Rainer. Jeder, der älter als 7 Jahre alt ist, sagt nicht, Spinat. Spinat ist verdammt nochmal geil. Nee, überhaupt nicht. Spinat ist voll geil. Und Leute, die auch im Erwachsenenalter keinen Spinat mögen, sagen auch nicht Spinat, sondern die sagen halt dem Reifegrad entsprechend, ja, nee, keine Ahnung, Spinat finde ich nicht so lecker. Ja? Jemand, der Spinat sagt, ist grundsätzlich höchstwahrscheinlich noch in der Grundschule. Ne? Ich liebe Spinat. Ich esse Spinat total gerne. Ja, das merkt man. Rainer. Was permanent hast du dir irgendwas mit Spinat gekocht.
Halt doch die Fresse, Rainer. Wann hast du den Spinat? Hast du beim Lieferando? Hast du ja bitte mit extra Spinat, oder? Halt die Schnauze, Rainer. Was du machst, du schürst dir alles rein, wo Ja draufsteht und was möglichst qualvoll verenden musste. Das schürst du dir ins Gesichtsarschloch rein. Spinat ist da definitiv nicht dabei. Da fällt mir an, ich könnte mir mal wieder Spinat holen und Kartoffeln. Ja, könntest du mal machen, wirst du nicht machen. Einfach Kartoffeln mit Spinat machen. Ja, wird nicht passieren, Rainer. Wird nicht passieren, weil es ist harte Arbeit. Und es ist zu wenig Zucker drin. Ich glaube wirklich, Rainer hat sich die Geschmacksknospen auf seiner Zunge mit dieser ganzen Zuckerplörre schon dermaßen verödet, dass der andere Dinge gar nicht mehr schmeckt. Ne? Alles, was unter 10-15% Zucker hat, schmeckt er einfach gar nicht mehr. Ich glaube, wenn der sich so eine Kartoffel und so ein Spinat ins Arschgebirge reinschürt, da könnte er auch einfach trockenes Mehl fressen. Ist auf jeden Fall eine interessante Also rein vom Geschmack her. Idee. Das ist eine richtig interessante Idee. Dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Kartoffeln und Spinat. Mind blowing, Rainer. Und dann vielleicht noch ein Spiegelei und eine Scheibe Leberkas dazu. Ich muss sofort ein Restaurant aufmachen. Ich habe eine Marktlücke entdeckt, Rainer. Gut. Und Spinat ist auf jeden Fall richtig geil und dazu noch Das ist richtig, richtig geil, weil er nicht nach Red Bull schmeckt. ein bisschen Smoothies mit Banane oder mit Birne. Bonone. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Weil, ja, ich weiß nicht, das Spinat mit einer leichten Süße von Banane oder von Birne und Banane, das schmeckt einfach genial. Da kann man echt nicht wirklich viel sagen dagegen. Und ich feiere das total hart. Bitte hör jetzt auf, noch eine Minute drüber zu schwadronieren und andere Sätze einzusetzen, die mehr oder weniger denselben Sinn haben wie ich mag das. Am Schluss ist jetzt so, dass man die Am Schluss, wir sind nicht mal beim Drittel des Videos rein, aber ist okay. Smoothies ja wirklich in allen Varianten machen kann. Und die Smoothie-Maschine selber ist auch ziemlich cool, weil ich kann die nämlich sowohl für Gemüsedrinks machen, als auch für natürlich Smoothies. Ja, auch wenn du Gemüse reintust, trotzdem Smoothie reiner. Und freilich, ja, da steht er da und haut den Sellerie rein und ein bisschen Tomaten und Spinat und sowas. Und dann gönnt er sich mal was richtig Gesundes. Genau so ist das. Aber was ist eigentlich in Smoothies alles so drinnen? Wenn man sich mal so anschaut, so ein Standard-Smoothie, den man im Laden kaufen kann. Ja, rein in dem Standard-Smoothie im Laden ist vor allem halt jede Menge Fruchtzucker drin. Aber ansonsten kann in einem Smoothie drin sein, was auch immer du willst. Ja, vor allem, wenn man denn in Besitz einer Smoothie-Maschine ist. Egal, auf welche betrügerisch-gaunerischen Methoden man seine kreisligen Fettfinger dann auch an diese bekommen hat. Pinke Drachenfrucht, Apfelfrucht, genau. Kennt ihr das, wenn die Dummheit anderer Menschen nur körperliche Schmerzen verursacht? Das ist bei mir gerade der Fall. Pinke Drachenfrucht. Dann haben wir hier Banane mit drinnen. Oh, no, nee. Entschuldigung, ich bin frühe 2000er Popkultur geschädigt. Das tut mir leid. Guanabana. Mit Sicherheit, Guanabana ist da drin. Ich habe das richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht rein, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was du meinst. Und Apfel. Und ich finde das cool, weil man sieht ja an der Seite auch nämlich, wie viel Zeug da drin ist. Man hat hier den Großteil ist Apfel. Der kleinere Teil ist Guanabana. Der noch kleinere Teil ist Banane und der kleinste Teil ist die Dragonfruit. Die pinke Dragonfruit. Weil die halt am teuersten ist, Rainer. Genau zu sein. Und es gibt dem Ganzen dann auch noch die Farbe. Und wahrscheinlich ist, nee, die Farbe kriegt's wahrscheinlich. Also, wenn da so wenig pinke Dragonfruit drin ist und da ist ein Apfel und was weiß ich noch alles drin, dann wird wahrscheinlich die Farbe von was anderem kommen. Ne? Dann hat man vielleicht ein bisschen nachgeholfen. Oder vielleicht ein bisschen Tusche mit rein oder so. Ne? Aber, ja, aber es gibt, glaube ich, dann so eine Prozentgrenze, mindestens so und so viel von dem Zeug muss drin sein, damit es groß vorne als solches beworben werden darf. Und genau die Grenze haben sie erfüllt, damit sie Dragonfruit draufschreiben müssen. Draufschreiben dürfen. Nur damit Dullis wie du dann durch den Supermarkt gehen, die auf diesem Drachenthema komplett hängen geblieben sind und sie denken, boah, Alter, ich bin auf dem Drachenthema hängen geblieben, da steht Drache drauf, ich gebe jetzt einfach 3 Euro für das Ding aus. Wobei die pinke Drachenfrucht, ich weiß nicht, ob die wirklich pink ist, weil eine Drachenfrucht. Doch, die ist schon, es gibt Drachenfrucht in allen möglichen Farben, aber vor allem, es gibt schon welche, wo das Fruchtfleisch auch so rötlich ist. Die
Drachenfrucht ist aber, glaube ich, außenrum die Schale pink und innen drin ist sie weiß. Mit so schwarzen Punkten. Frucht ist außen pink, aber innen nicht. Die ist innen nicht pink. Ich weiß jetzt also nicht, ob hier noch Farbstoff dabei ist. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Sorten an Drachenfrucht und ich habe auch schon welche gegessen, die innen drin rot waren. Dann kann es natürlich auch sein, wenn sie die dafür nehmen, dass das so rot ist, dass es dann auch gegen die Banane und den Apfel das dann pink färbt. 100% Frucht, no Tricks. Also sollte hier eigentlich keine Dinge dabei sein. In dem Fall stehen hier hinten noch ein paar Sachen drauf. Ich kann es nochmal kurz vorlesen. Gar nicht so einfach, die richtigen. Jetzt ist der Rechner vollends abgestürzt. Wenn jetzt gleich so kleine Rauchschwaden aus den fettigen Ohrwascheln kommen, dann wisst ihr Bescheid. Dann ist einfach komplett der Prozessor durchgebrannt. Achso, hier hinten steht noch so eine Story drauf. Okay, ich glaube, das kann ich nicht vorlesen. Das hat nämlich nichts mit dem Energy Drink, nichts mit der Ding zu tun. Aber was Mit der Ding. ich cool finde, ist. Also, wenn es damit nichts zu tun hat, dann hätte es der Hersteller wahrscheinlich auch nicht auf die Flasche gedruckt, Rainer. Ich nehme mal stark an, dass die Dinge auf diese Flasche drucken, die was mit dem Inhalt zu tun haben. Die drucken da, denken sich nicht, oh scheiße, wir haben hier noch so viel Platz auf der Flasche, dass da noch ein Grauschnurroman draufdrucken. Das machen die nicht, Rainer. Oder so ein Sinnspruch oder so eine Scheiße. Hier hinten steht genau drauf, was drinnen ist. Und zwar ist da anderthalb gepresste Äpfel, ein Neuntel püriertes Guanabana, eine Hälfte pürierte Banane, eine halbe pürierte Banane und eine Siebtel pürierte pinke Drachenfrucht ist da drinnen. Also eigentlich echt cool. Ich frage mich nur, warum das rosa ist, weil die Drachenfrucht selber, die ist ja eigentlich weiß, also im Inneren. Na, die ist weiß mit so schwarzen Punkten, was die Samen darstellt. Das stellt nicht die Samen dar, das sind die Samen, Rainer. Die Drachenfrucht hat sie nicht gedacht, boah, hoffentlich schneidet mich mal einer auf, dann sehen die endlich so, dass ich hier drin so aussehe, als hätte ich Samen, sondern da sind halt wirklich Ich frage mich halt, warum das wirklich pink ist. Fragen über Fragen, Rainer. Hättest ja mal beim Hersteller nachfragen sollen. Ich bin Influencer, professionell. Und ich würde gerne ein Meinungsvideo über Ihr Produkt machen. Ich habe da noch ein paar Fragen. Könnten Sie mir die bitte beantworten? Und diese Smoothies sind schonend pasteurisiert und vegan. Abgefüllt in Baden-Württemberg. Okay. Alexa, stopp. 11 Uhr Wecker gestoppt auf Schlafzimmer. Okay. Da ist nur Frucht. Jetzt die Frage, ist 11 Uhr morgens oder 11 Uhr abends? Ich tippe auf Zweiteres, weil es gar so finster ist in der Schanze. Sogar drin. Das ist trotzdem süß genug. Da steht nichts. Obwohl hinten, durch die Tür da hinten kommt Tageslicht rein, wa? Es könnte aber auch künstliches Licht sein. Dabei, ob da Farbstoff drin ist. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, so rosa ist normalerweise. Achso, nee, kann in der Nacht nicht sein, weil sonst hätte er sich über die Kuchenkinder mehr beschwert. Mitten in der Nacht stehen die ja, Rainer. Ja, Fingernägel sauber machen ist einmal wieder angesagt. Keine Frucht. Zumindest keine, die man dann essen kann. Wenn man sie abschält, ist die Drachenfrucht nämlich nicht rosa, sondern sie ist so weiß-gräulich mit so schwarzen Flecken. Und muss ganz ehrlich sagen, ich finde es irgendwie strange, dass die da jetzt rosa ist, der Drink. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die da irgendwelche Farbstoffe reinhauen. Vielleicht ist es auch. Rainer, schau doch mal drauf. Vielleicht steht da drauf, wo Farbstoffe drin sind. Steht auch normalerweise dann bei der Zutatenliste drauf. Hier steht drauf pinke Drachenfrucht. Da steht speziell drauf pinke Drachenfrucht. Drachenfrucht ist immer pink außen, aber vielleicht gibt es auch eine pinke Drachenfrucht, die im Inneren pink ist. Gehe ich jetzt fast mal von aus. Ja, Rainer, hättest du mal kurz googeln können. Weil wenn da speziell pinke Drachenfrucht dabei steht, Drachenfrucht ist, soweit ich weiß, immer pink. Also kann ich so jetzt nicht genau pauschalisieren und sagen. Ansonsten, Sonst was gibt es über Dinge noch zu sagen? Also der nächste. nichts, Rainer, genau gar nichts gibt es darüber. Wie bei allen anderen Dingen auch, über die du diese Meinungsvideos gemacht hast, gibt es genau gar nichts dazu zu sagen. Besonders ist halt, dass es immer so ein Glas ist mit so einem Schraubdeckel. Das ist richtig besonders. Das ist eine Flasche und die hat einen Schraubdeckel drauf, dass da auch vorher keiner drauf gekommen ist. Flasche mit Schraubdeckel. Das ist erstmal nicht so wirklich verwunderlich, nur dass es normalerweise eine kleinere Öffnung ist, wenn man zum Beispiel eine Flasche hat. Ne?
Ja, das Zeug ist halt aber auch ein bisschen dickflüssiger. Und wenn du, ne, da brauchst du eine größere Öffnung, weil das dadurch, wenn es dickflüssiger ist, auch eine höhere Oberflächenspannung hat. Und wenn du nicht Bock hast auf die Situation wie mit einer umgedrehten Ketchupflasche, dass du das Ding ansetzt und trinkst und erst kommt lange gar nichts und dann kommt alles auf einmal, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann machst du dir eine größere Öffnung rein. Im Vergleich zu einer Flasche, da sieht der Deckel eigentlich eher aus, als wäre das ein Einmachglas oder ein Glas mit Marmelade oder sowas. Aber ich muss sagen, am Anfang fand ich das ein Es ist mehr oder weniger fast ein Glas mit Marmelade, Rainer. Es ist nicht so weit weg davon. Ne? Es ist ein Glas mit Frucht drin. Ne? Nur, dass der Gelierzucker wahrscheinlich fehlt. bisschen verwunderlich, wie das Design ist. Man muss uns ehrlich sagen, ich persönlich feiere das, weil man kann trotzdem gut daraus trinken. Ja. Und Wenn halt was drin wäre, Rainer, das wäre jetzt super geil gewesen, wenn du das nicht schon leer genuckelt hättest, bevor du das Video gemacht hast. So, wenn du uns das mal gezeigt hättest, wie die Flasche neu, frisch und voll aussieht. ja, es ist sofort wieder verschlossen. Man muss auch nicht irgendwie ewig 3 Tage dran schrauben, sondern man macht einfach zack und schon ist es zu. Ja, Rainer, Und dann passt das eigentlich. Ich finde es auch mal gut, dass die mal hinten noch ein paar so Storys draufkleben. Die kann ich jetzt hier nicht vorlesen, weil die, naja, schlüpfrig ist sie jetzt nicht, da geht es irgendwie um Kondome. Ja, ich bezweifle, dass die da Stories über Kondome auf den Smoothie geschrieben haben. Leute, klärt mich auf, wenn es anders ist, das würde mich stark wundern. ja, muss man jetzt nicht vorlesen. Auf jeden Fall sind da manchmal hinten noch so Storys drauf. Das ist immer ganz cool, dann kann man sich das mal ordentlich durchlesen und anschauen. Genau. Ansonsten denke ich, das war es auch für die Folge heute. Ja, Halleluja, Rainer. Oh ja. In der nächsten Folge kümmern wir uns mal um Joghurt Auch der wäre praktischer gewesen, wenn du nicht leer geschlabbert hättest, bevor du in die Kamera hältst. aus dem Glas und allgemein über Joghurt. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eine sehr lebensmittellastige Meinungsvideoreihe dieses Mal. Großes Kino, Alter. Dass diese hohe Qualität, von der er immer redet, ne, die rechtfertigt, dass er da so viel Geld dafür kriegen sollte. Leute, Joghurt, das geben wir uns heute safe nicht mehr. Ne? Ich bin raus aus der Nummer für heute. Ich habe mich schon genug aufgeregt wieder. Und sind wir 1:12. Wir sind auch im Zeitrahmen, ne? Zwischen 1 und 2 Stunden. Läuft, hätte ich gesagt gehabt. Und ich mache das ja alles nicht professionell. Es soll ja mehr so ein Trash-Format sein, deswegen, ne? In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Medal off.